Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Damen und Herren von der Presse, merci, dass ihr gekommen seid. Hat gemeint, sie müssten umdenken? Hat gemeint, Krise gäbe sie forcieren, umzudenken? Hat gemeint, bei diesen Wahlen muss Krise zu einem seriösen Ideenstreit führen? Oder etwas davon gemerkt? Einen wirklichen Richtungsstreit zwischen den großen Parteien gowet net. Sicher, es gibt mal nach ein paar Unterschiede, sogar nicht nur nebensächlicher. Der DP ihre Vorstoß in Richtung Steuererleichterungen wurde mal zu einem heftigen Ton gefordert. Aber schon die Antworten auf der CSV ihre Vorschlag, Zufangsgehälter beim Staat zu kürzen, waren alles ernst wie Chlor. Am großen Ganzen sind sie sich ähnlich, die potenziellen Regierungspartner von moi. Es gebe ja Mengen. Mit der Krise ist froh von der gesellschaftlichen Entwicklung zu einem intensiven, kontroversen Debat führen. Einem Debat über die gesellschaftliche Entwicklung, wird froh, ob eine nachhaltig sozial und ökologische Entwicklung überhaupt kompatibel ist mit der Logik vom kapitalistischen System, mit der Logik von der hohen und kurzfristigen Rendite für eine Minorität. Wenn sie sich Landstief vordrücken, da wollen sie also nicht darauf antworten. Und noch da heißt etwas. Das heißt, dass sie mit der Logik nicht brechen wollen. So wie sie auch erstaunlich oft ob konkret Fragen eine konkrete Antwort schuldig bleiben. Alle Gur wollen sie den Sozialstaat erhalten, soen sie. Froh, ob nicht vielleicht der Lohmissgrad ausgebaut ging. Die Frau hat keine Gestalt, außer Eis. Aber wenn ihnen konkret Fragen über den Sozialstaat gestaltet wird, haben sie rundherum geschwärzt. Eine Erhöhung von dem Undeel von der Löhne und dem geschaffenen Reichtum, nur dem den Undeel jahrzehntelang erhof, während die von den Beneficer herabgegangen ist, keine Antwort. Eine substanzielle Erhöhung vom Mindestlohn über die Armutskrause raus, keine Antwort. Ähnlich sind sie sich auch alle Gute, wenn sie schwätzen, dass den Arbeitsplätze müsst erhalten. Aber wie ist es dann bei Villeroy-et-Boch? Keine Antwort. Bei ArcelorMittal mehr bedauern, aber was können wir dann machen? Sind ihr dann d'accord, dass wir ein Gesetz machen, für die Kündigungen und Manns zu verhindern, wenn der Betrieb oder die Gruppe gewinnen möchte, was ja eigentlich ein sozialer Skandal ist? Und dass Belegschaften, also mit ihren Experten, an Kontabilitäten können gucken? Keine Antwort. Sie meinen echter, es müssen die Leute, die keine Arbeit fanden, aktivieren, heißt es. Also Dampf der Hand, und das Arbeitsrecht weiter flexibilisieren, also erhilligen. Man muss ganz gut aufpassen, was konkret herauskommt, nur den vagen Undeutungen für Gäste zu den Schulaufgängen und zur Jugendarbeitslosigkeit. Beispiel 5611 verheert nicht Gutes. Alle gut sind sie d'accord, wenn sie schwätzen, dass an der Wohnungsfrage muss etwas gemacht werden, dass die Leute mit einem bescheidenen Einkommen sich eine menschenwürdige Wohnung eigentlich heute zu Lützeburg nicht mehr können leisten. Denn Herr Juncker muss selber zugeben, dass die Regierung an der Frage kläglich versucht wird. Aber wenn es konkret geht, wenn zu Lützeburg 14% der Leute ob oder unter der Armutsgrenze leben, also dann zu viel verlangt, dass 10% von den Wohnungen müssten Sozialmietwohnungen sind. Keine Antwort. Wenn wir an der Chambre drin als Propositionen können vorlegen, dann müssen sie antworten, ob sie wollen oder nicht. Alle gut sind sie für ein soziales Europa. Sie waren nicht überhaupt noch immer, sagte Goebbels zum Beispiel. Aber für was tun sie das soziales Europa dann nicht gemacht? Aber für was wollen sie noch immer den Lissabon-Vertrag durchpatschen, die mit seiner wirtschaftsliberalen Orientierung gerade ein soziales Europa verhindert? Für was engagieren sie sich nicht für einen neuen Vertrag, sogar für eine neue europäische Verfassung,
wo die Prinzipien von der sozialen Gerechtigkeit und von der Demokratie über die von der freien Konkurrenz gestaltet gehen. Für was engagieren Sie sich nicht einmal für die Forderung von den europäischen Gewerkschaften von einem verbindlichen sozialen Protokoll? Keine Antwort. Und zur Krise, und der sie mit ihrer Politik mit schuld sind, ganz los gehen sie zu, dass es da vielleicht ein paar Übertreibungen gab an der Liberalisierung von den Finanzmärkten. Von den neoliberalen Dogmen wollen sie sich aber nicht so richtig lesen. Oder hat schon hören, man müsste zum Beispiel mit den Privatisierungen abhalten und öffentliche Services ausbauen. An der Energiepolitik machen sie gerade just das Contraire mit ihrem neuen großen privaten Konzern. Und zu all den abenteuerlichen Konstruktionen auf unserem Finanzplatz für ausländische Millionären mit ihrem Vermögen auf Lützeburg zu ziehen, zu all denen Encouragementen für Steuerhinterziehung und Spekulation, hat schon eine Selbstkritik hören an Konsequenzen für die Zukunft. Es nach nicht der Frieden plädiert nach immer offen für Steuerdumping. Praktisch gut nicht hören wir über eine von den Hauptursachen von der Wirtschaftskrise, nämlich die enorme Ungleichverteilung vom Reichtum. Zum Beispiel zwischen Löhnen und Beneficer, auch heute zu Lützeburg, wie wir schon gesagt haben. Auch wenn es zum Beispiel um Steuern geht, da bleiben sie meistens schön allgemein. Steuerlast erhöhen oder nicht, oder sie aufsetzen. Steuerlast am Allgemeinen, das heißt überhaupt nicht. Froh als wen, wie viel Steuern bezahlt, und wofür sie gebraucht gehen. Und das letzte nennt froh von der sozialen Funktion von den Steuern. Steuern auf Beneficer und auf Revenuen und Vermögen, eine starke Progressivität, das sind wesentlich Charakteristiken von einem sozialen Staat, weil mit denen bis hätten Sozialleistungen an öffentliche Services können finanziert gehen, zu denen jeder Zugang hat, auch wenn er einen kleinen Einkommen hat. Genau da haben die vergangenen Regierungen aber das Contraire gemacht. Und schon an der ganzen Wahlkampagne kein von den potenziellen Regierungsparteien hören, es müsste also an die umgekehrte Richtung gehen. Aber mehr so darüber geschwärzt tun, keine Antwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, froh von der gesellschaftlichen Entwicklung in Lützeburg, an Europa, an der Welt, geht weit über die Bedeutung von diesen Wahlen heraus. Auf wie einer Gesellschaft wollen wir leben? An einer Gesellschaft, wo die sozialen Ungleichheiten immer mehr groß gehen, wo Demokratie ein eidelt Wort gibt, weil eine kleine Minorität, eine Oligarchie, als früher gesagt wird, an der wir heute rumsuchen, nicht nur ein enormer Reichtum, sondern auch ein enorm ökonomisch, also auch politisch Macht an ihren Händen konzentriert, an sozusagen über das Leben und Tod vom Recht von der Menschheit entscheidet. Oder holen wir den Begriff von der Demokratie echt, allein also die Verfügungsgewalt, auch über die Wirtschaft, an die Hände vom Souverän, vom Demos, vom Volk. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Keynes wird anscheinend einmal gesagt, an einem System wäre sie bereit, die Sonne zu löschen, weil sie keinen Gewinn aufwerft. Mehr so, sie wären also umso mehr bereit, die Sonne zu löschen, wenn das eine Rendite bringen. Mit der Logik muss man also brechen, wenn man die Sonne, an den Planet, an die Menschheit retten will. Die Auseinandersetzungen über die grundsätzlich Frohen geht nur die Wahlen weiter. Und natürlich nicht nur zu Lützeburg. Und noch nicht nur zwischen den falschen Marberwänden von der Chambre. Aber nützlich wäre sicher, wenn noch aus den Räumlichkeiten vom Parlament die entscheidend Frohen deutlich zu hören wären und noch als konkret Antworten drauf. Merci.